Vandaag zit je met Frau Dr. Ditsch. Zij is een doktora. Dankzij Frau Ditsch dat zij gekomen zijn, dat we dit hier maken hebben. Hallo. Zij is, ik weet niet, ze zijn al zeer oud, ja? 88 Jahre. 88 jaar. Zij is zeer lang met haar man dokter geweest. Aber können wir einmal, wo sind Sie geboren? Ich bin als in der Ukraine geboren. Können Sie sich noch was davon denken? Ja, als wir 7 Jahre aus der Ukraine rübergetragen sind, nach Polen und dann nach Deutschland. So, ich kann noch alles weiter, wo die Ukraine aussah. Sehr Schmack. Ah ja. Ja, sehr Schmack. Und da sind Sie dann aber nicht von da nicht wieder nach Paraguay gekommen, ne? Nee, wir waren in den Zelten, da waren 2000 Mennoniten. In Buenos Aires in den Zelten. Und dann waren immer 300 nach Paraguay aufgeschickt. Und meine Familie waren keine Olen, keine kleine Kinder, also bleven wir bed zuletzt. Und als wir dann auf dem Schiff boven waren und sollen nach Paraguay fahren, zeiden ze uitstehen en Paraguay war die Revolution. Dann zeiden die Mann aus der Gruppe, du fahren wir nicht an, wir kommen mit dem Zurück und wir fahren nicht weiter zurück. Wir bleiben hier in Buenos Aires. Und sie hatten genug Kontakte mit Buenos Aires Menschen, die haben dann angeboten, Häuser und Arbeit und alles, und diese 135, was dann nun zuletzt geblieben wäre, die bleiben in Buenos Aires. Und ich war auch dabei, ich war dann 12 Jahre alt. Also direkt an der Großstadt? Ja, vor in der Großstadt. Er erlaubte nicht, irgendwo bei sehen, wir deden da in der Großstadt jeder 30 Kilometer auf vom Zentrum eigentlich. Aber jeder sucht sich dann ein Haus, wo er wohnen kann, eine Arbeit. Mein Vater war Ingenieur, der war sehr froh, dass er nicht nach Paraguay musste, weil er auf dem Land hatte er doch nicht konnte. Und hier in Buenos Aires krieg ich eine sehr schöne Arbeit steht. Und dann sind wir da geblieben und dadurch konnte ich Medizin studieren. Wie wir nach Paraguay gekommen, da wurde ich von da nach waschen. Also Sie haben in Buenos Aires Medizin studiert? Ja, ja. Und mit 5 Jahren wusste ich all, dass ich wohl entweder Friseuse war, weil man mich scheinen Haarweile bei den anderen Kindern, oder ich wollte Doktor werden, weil die einzige Schwester von meiner Mutter war Doktora. Und dort wollte ich dann auch werden. Dort habe ich geschafft. Und in Buenos Aires war die Schule aber alles Spanisch, oder? Ja, sicher. Als ich da in die Schule ankam, dann war ich 12 Jahre, dann deden sie mich mit 9 Jahren schon taub. Und ich kom bloß, sie noch, wieder kann ich nicht. Dann sagt der Professor, geh mal noch fern, da will die Tafel aufwaschen. Und dort sagt sie auf Spanisch. Ich sage, no sé. Na ja, das wird das Wort, das kann ich all, no sé. Ja. Das kann ich. Und dann weiß sie mir dort werden, da hat Spanisch gelernt, sehr schwind. Ich kann kurz im Sommer eine Klasse überspringen. Dat ich dann doch ein bisschen mehr an meine ältere Taub komme. Okay. Und da in Buenos Aires hat Sie da auch nicht gehört, dass Sie da mit der Jugend und Jugendstand und so? Na ja, ich war dann 12 Jahre, dann wäre ich noch eine Sonntagsschule. Aber da war eine Mennonitengemeinde, nicht eine große, aber die in Boulogne. Die erste Zeit, na ja, da war 14 kleine Haus. Die bauten 14 kleine Haus und da hatten wir die Gemeinde alles dabei. Und da wollten sie eine große Schule bauen. Die haben sie von da nicht gebaut. Die Gemeinde hat dann 60 Menschen in der Gemeinde und die haben doch nun nicht mehr aus dort. Oh. Bloß nur reden sie bloß noch Spanisch. Und dann wird alles Deutsch. Mhm. Und dann ging es an der Hochschule nach? Ja. Und die Zeit hat sich auch betiert? Nee, all viel eher. Und ich lege mich mit 15 Jahren taufen. Ah, okay, mit 15 Jahren. Ja. Na ja, das ist bei uns Mennoniten noch üblich so, ja? Ja. Ja, dann wäre ich in einer Gruppe, da hat wir Taufen gerecht und wer sich entscheidet, der Futz dafür, der wird dann Futz getauft und dann kommen wir in die Gemeinde an. Die Gemeinde wird dann gegründet, da wäre Verrätscheine. Ah, okay. Die wäre so die erste, Membros. Ja, die erste Gemeindeglieder. Gemeindeglieder, ja. Mhm. Und, ja. Und da war die Jugend. Ja. Da war es in der Jugend und da hat mein Mann gelehrt, der kommt von Paraguay. Nur Buenos Aires Medizin studieren. Und das wollte ich auch. Und seine Papiere, die er mit hat von der Schule, die wären nicht wert. Die wären alle nicht von der Regierung anerkannt. Die wären bloß aus dem Bosch. Ja. Dann musste ich also von vorne anfangen. Volksschule, Zentralschule, alles erst eher Medizin studieren. Und ich hatte ein bisschen alle. Und dann habe ich ihm geholfen. Mit Examen und mit allem, besonders mit Heften, ein bisschen, dass ich das lernen kann. Ein Examen aufleihen. Oh. Das habe ich dann getan. Und dann haben wir uns 2 Jahre gelehrt und dann auch noch haben wir uns befreit. Da in Buenos Aires? In Buenos Aires, ja. Mhm. Okay. Dann bin ich noch nicht Doktor,
Dann fehlt uns gerade noch 2 Jahre. Aber wir dürfen Tus wohnen bei meinen Eltern. Und wir spazieren all so lang, dann wird das richtig, dass wir dann können all Chance machen. Und 2 Jahre später wie wir dann fertig mit dem Studium. Und dann, wer gab dann die Entscheidung nach Paraguay? Noch ein Jahr, dort wir noch ein Jahr Praxis machen, als im Kinderkrankenhaus. Und in Chirurgie, ich musste alles lernen, dann hier im Bosch musste ich alles tun, wisst ihr? Also das war endlich klar, dass Sie treten würden nach Paraguay? Das hat er versprochen. Ah, ja, und du musst dann das mit. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Ja. Hat er gesagt, und du musst das mitgehen. Und als sie mitgegangen, hat doch immer gut gegangen. Aber als die 18 Mal sind wir angetroffen. Und dort hat er nicht gedacht, dass er zuvor muss sein. Aber hat geschafft. Nun brauche ich nicht mehr antreten. So, das meint 18 Mal einmal noch verschiedene Kolonien, verschiedene Orte, wo Sie Krankenhäuser, verschiedene Krankenhäuser. Wir sind in alle Kolonien gewesen, bis in Friesland. Haben in alle Kolonien ungefähr 5 Jahre gearbeitet. Vollen Namen ein bisschen weniger. In Friesland nicht, da waren wir bloß spazieren. Ich weiß nicht warum, aber da kommen sie aus. Aber in anderen Kolonien sind wir alle wieder gewesen. So kann ich sehr viele Menschen, mehr von Bennos, von Büte. Ja. Die Krankheiten alle. Haft gut gegangen. Und immer alle bei der Doktor. Wo habe je dat dan in Privatleben aus Kenia kommen so? Wo hat das funktioniert? Na ja, das war so. Die Geburt hatte ich immer bloß am Sonntag. Wir in der Welt hatte ich ja nicht Zeit. Das waren die ersten 2. Die dritte kam dann doch am Dienstag erst. Aber das hat gut geschafft. Ich habe immer sehr gute Kenia-Mädchen gehabt. Und das war so. Ich hatte ein Kenia-Mädchen, der bleibt 2 Jahre. Nach 2 Jahren will sie sich befreien oder will irgendwas anderes. Dann sagt er, aber du siehst wie eine andere, die die Stadt übernimmt. Und dann weißt er auch gerade, was die tun hat. Und so habe ich das einmal geschafft. Und das wirkt mit den Tschechien sehr gut. Wenn 2 Jahre dasselbe Mädchen bei an wir, dann hat sie kein Problem. Sie sehen Mama und Miche, so heißt das Mädchen, am selben Tag. Also wie wirklich viel wird. Ja. Nee, das hat gut geschafft. Und dann seid ihr ziemlich lange auf einen Tag gewesen? Ja, 7 Jahre wie wir auf einen Tag. Das war unsere schönste Arbeit steht. Da brauchten wir nicht vor, da gingen wir bloß über den Hof. Und dort war sehr gut, wie auch dicht bei von Asunción, da wäre meine Schwester, und da hatten wir Freundschaft, und dort war auch sehr schön. Nee, auf einen Tag hat es uns sehr gut gegangen. Und was habt ihr vielleicht für besondere Erlebnisse gehabt? Wenn Menschen zum Beispiel dicht am Sterben sind, wo ist die Situation dann? Ja, dann tue ich auch beten für die Menschen, dass Gott ihnen Gesundheit schenken. Und wenn ich das nicht tue, dann sehe ich immer, das Leben, das gibt Gott und er nimmt es auch. Ich habe Überleben und Tod nicht zu bestimmen, das bestimmt bloß Gott. Kein Mensch stirbt an einer Krankheit, jeder stirbt, wenn Gott sagt, nu. Und das hat mir immer sehr geholfen im Beruf. Ich tue alles, was ich kann für den Patienten. Was kann ich noch tun, was noch? Und er starb. Dann wusste ich, das wäre nicht wenig mein Problem. Das hat Gott so bestimmt. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, dass ich nicht dann immer depressiv wurde, jedes Mal, wenn ein Patient mal nicht gesund wird. Besonders schwer wie mir, wenn Kinder starben. Dort wollte ich gar nicht, aber wenn Gott das so bestimmt hat, dann kann ich das auch nicht tun. Ja. War aber eigentlich immer, naja, sie haben vielleicht nicht viel operiert, aber ihr bet zu morgens für Na ja, das tun wir sowieso. Wir hatten unsere Marienandacht mit meinem Mann, ja. Und dann gingen wir in den Beruf und hatten auch dort mit der Schwester noch einmal Kartenbesinnung. Er hat eine Arbeit ging. Und zei, wenn wir so eine sehr schwere Krankheit hatten, dann hat sie extra für den gebetet. Ich sagte, wir sind wie einem Kind, der ich mir richtig Hand schneiden und für das Kind beten. Und was passiert? Gott nahm es trotzdem. Und das starb. Das wäre mir sehr schade. Aber das weiß mir, dass das Leben liegt nicht in unserer Hand. Wir können tun, was wir wollen oder was wir können. Und wenn Gott sagt, genug, dann geht man einfach hier raus. Man muss bloß recht sein. Na ja, und so ein kleines Kind, ja, das tut mir so leid für die Eltern. Ja. Und ich rede nur noch mehr, ja, das wird kein Problem. Aber in meinem Fall, das sei ja schon mal, dass das Kind sterben muss. Das wird das erste Kind von der Familie. Aber das bestimmt Gott. Und das tut er von da auch noch. Auch für mein Leben, auch für dein Leben. Und das Leben liegt in Gottes Hand. Und er wird sagen, wenn er ja genug ist. Ja. Und dein Mann ist al Eier gegangen. Nu zijn je alleen. Ja, mein Mann war 90 Jahre
Und wir haben auch berät, wenn einer zuerst, wenn ich nicht zuletzt sterben konnte, dann soll er das Erste. Weil ich wollte mir allein weiter. Und wir darin doch, so als Männer dann eben sind, die sind unselbstständig. Und ich wollte mir dann all weiter. Und er hat das getan. Er war 90 und dann starb er. Und eine ganz kleine Krankheit. Gott sieht nu und dann wird fertig. Und wie lange sind Sie als Doktor gewesen? Ich weiß, Sie sind im Sanatorium hier auch sehr lang. 50 Jahre. 50 Jahre habe ich gearbeitet, ja. Mit einem Tag habe ich erst abgehört. Meine letzte Arbeit steht wie Sanatorium. So wie das früher hier so, jeder Krankenhaus hat nur einen Doktor. Und hat auch bloß Geld für einen Doktor. Und wie wir aber eher zwei, dann sieht es na gut, wie war ich und ein Lohngeber noch ein halben. Er kriegt also bloß ein halben. Hat dafür aber auch ein klein bisschen mehr Zeit. Ein Sanatorium wie dann so eine Station, da mussten alle Doktors einmal eine Wert haben im Monat. Von jeder Kolonie musste weit vor, aber eine Wert musste ein Sanatorium machen. Als wir dann eher zwei wären, dann sagen sie so, nu hier wir ab, du darfst du Sanatorium machen. Und das wäre eine 86. Und von dann an, werd ich einen Tag und ich habe immer da gearbeitet. Du hast bestimmt sehr viele verschiedene Mennoniten kennengelernt. Sehr viel verschiedene Kolonien, weil die kommen aus alle Kolonien da haben. Und ich sehe dann auch noch aber wir haben auch in alle Kolonien gearbeitet, in Friesland. Und alle wären ja ungefähr 5 Jahre. Und dann hat mein Mann immer Trouble mit dem Eberschuld und da wäre ein Tag wie wieder. Ein Eberschuld sieht, Versicherung kauft anscheinend. Und dann sieht ein Eberschuld, der kommt frischer. Mit einem wie sehr gut in Ordnung, hat gut gearbeitet, dann kommt frischer. Sieht er so, wenn nun ein Patient aus dem Schon gescheit wird, da ich bestimmen. Der Eberschuld wird das bestimmen. Dann sieht mein Mann so, das ist genug. Er wird nicht. Auf mal dem 3 Monate sind wir waschen, gehen wir in die nächste Kolonie, wo das nicht so wird. Dann für sich sei Versicherung will nicht, die Kolonie muss holen. Und mein Mann schickt doch mal in Indien aus dem Schon, wenn das nötig wäre. Ja. Nee, sieht der Eberschuld dort bestimmt, echt genug. Ciao, ciao. Dann musst du wieder tratschen, so wie das Focken. So, Sie sind eigentlich Spanisch in Hudic abgewachsen, aber Sie kennen doch ein gut Plottisch. Haben Sie sich dort mit den Mennoniten gelehrt? Plottisch ist nicht meine Sprache. Bei uns wird nur Hudic gesprochen. Und eine alte Tante, die bei uns wohnt, die redet Plottisch. Also eine schande Sprache und verstand ja auch eine Mutter. Dann kommen wir noch Männer da arbeiten. Und die Leute können sehr schlecht Deutsch und Spanisch überhaupt nicht, bloß Plottisch. Na ja, was bleibt mir anderes ewig, wenn ich noch wohl halbe, muss ich Plottisch lernen und reden und hat dann geschafft. Ja. Aber das ist nicht meine Sprache. Ich habe viel lieber Spanisch reden oder Hudic, nicht Plottisch. Nee. Wenn Sie im Altenheim da sind und ein Doktor ankommt, wo fällt sich das? Sie sind selbst Doktor und ein anderer kommt und wird an uns sitzen. Nee, braucht mich nicht untersucht, jetzt ist sie immer gesund. Ah, okay. Als sie 88 und ich hatte keine Krankheiten, keine Weide verbogen wird, aber das ist nicht mein Verdienst. Nee, Gott hat mich so stark gemacht und so gesund, ich brauche eigentlich keinen Doktor. Wenn die da sagt, dann sage ich, ich bin gesund, ciao, ciao. Und dann habe ich nichts damit. Ich brauche nichts, meistens nichts annehmen. Ein Pelzchen für Blutdruck will sich dazu gehört, aber sonst keine Medizin. Weiter habe ich nicht. Und das ist ja ein Geschenk, ja. Das ist Gottes Gnade. So, na ja, dann 8 Tagen hier, ich kann mich bewegen an alle Kanten, brauche keine Vorstellung, keine Hilfe. Ich kann noch sehr gut. Aber in meiner Familie waren die früher alle 93. Ah ja? Ja, oh. Also habe ich ja die Aussicht, auch dort Ella zu erreichen. Und da werde ich unbedingt beweglich bleiben. Und Sie haben noch eine Schwester, die leben? Ja, ich habe 2 Schwestern. Eine wohnt in Buenos Aires und eine wohnt in Asunción. Okay. Die sind alle jünger als ich. Die von Asunción ist 5 Jahre jünger und die von Buenos Aires ist 12 Jahre jünger. Aha. Die in Buenos Aires befreit wie wir alle 3. Aber mein Mann ist gestorben, der Mann von meiner Schwester in Asunción, der ist auch alle gestorben, bloß der von Buenos Aires, der lebt noch. Aber ich sage, die sind doch viel jünger als wir. Ja. Haben Sie vielleicht an der Totschatjagd noch was mitgegeben? Ich meine, das wäre sehr gut, die Dankbarkeit, dass das nicht ans Verdienst ist, wenn wir nicht weiter haben. Ja, ich glaube, Dankbarkeit ist das Allerwichtigste. Wenn wir jeden Morgen aufstehen und danken dafür, dass wir noch leben, dass Gott uns eine Gesundheit geschenkt hat, die Sonne scheinen lässt, dann ist sehr viel Dankbarkeit ist eine sehr wichtige Sache, die kann man üben. Wenn man dort noch nicht hat, dann ist nur höchste Zeit, sich daran zu üben. Für jede Sache, die wir sehen, die wir erleben, die dankbar sind. Für jedes Blümchen geworden, für den schönen Sonnenschein, von dem haben wir eigentlich mehr als genug.
aber dann dank wir für den Regen, wenn der mal kommt. Und Gott macht keine Fehler, dort weit wir. Und wenn mein Mann al gestorben ist, er war 90, dort wie auch okay, dann brauche ich nicht mehr sehr traurig sein, weil ein Jahr sieht, eine Ewigkeit, wo wir uns weiter sein. Dort bestimmt Gott. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir ready sind für die Ewigkeit. Ja. Und hier auf Erde einfach all mit einem dankbaren Tod leben können und ans Lebensende machen. Ja. An Gottes Hand leihen. Und was noch wichtig ist, niemals bossig sein auf dem anderen, sondern vergeben, wenn der mal einen Fehler macht, vergib ihm. Denn wenn du dem nicht vergibst, dann ist du selbst daran ja leiden. Vergebung ist sehr, sehr wichtig, dass wir nur nicht Feinde haben oder Menschen, die uns jeden an sind. Ich möchte sagen, dass wir halten Frieden mit jedermann. Das ist für mich ein sehr wichtiger Spruch. Und wenn wir den holen, dann haben wir auch genug Grund zum Danken von zum Mariusberg zu Oberst, solange Gott uns das Leben schenkt. Ja. Dankeschön für dich. Das war sehr interessant. Vielleicht möchte ich dort noch erwähnen, dass es der Früh von Rudolf Ditch, wenn dort gerade, was Sie seht, hier an viele Kolonien, alle Kolonien gewesen ist. Vielen Dank und auch Dankeschön für die Tüte.